Und weiter geht's hier im großen Finale der Hauptstory bei Assassin's Creed Syndicate mit der bezaubernden Evie Frye, die sich in ihrem Kleid irgendwie, naja, ich glaube zumindest ein bisschen unwohl fühlt. Ich kann mir anders ihre Haltung nicht erklären, vor allem die Händehaltung, also das ist schon ein bisschen, naja. Gut, wir haben noch ein bisschen was zu tun, Leute, wir müssen da irgendwie runter und natürlich frage ich mich, wie das geht. So betroffen hier. Ah ja. Gefunden! Lasst sie nicht! Ja gut. Ich rege als Dame zu viel Aufmerksamkeit. Ja, nee, ist klar. So die Frage, wo lädt das Spiel wieder? Ich meine, die Goldtruhen haben wir bereits geplündert, die sind bereits gesaved, also da müssen wir nicht nochmal hin. Ich hoffe zumindest. Wenn doch, wäre ich sauer. An ihrer Schlüssel stehen, aber das gemacht oder nicht? Jo. Bin bereits drin, war im weißen Salon. Ah ne, Moment, hier. Aber hier aufmachen ist natürlich doof, weil dann sind wir natürlich die sofort. Und hier sind sie mich auch. Echt jetzt? Auf der einen, weil der gerade vorbeigelatscht ist. Weil eigentlich dürften die mich nicht sehen. Vielleicht kann ich ja den wieder gefangen nehmen, wa? Und ich natürlich, wenn er reinkommt. Ganz entspannt. Werde ich nicht. Das war knapp. Ich denke mal, behalt ihn, wa? Ist bestimmt unterwegs, um noch eine Kutsche zu stehlen. Oder um versehentlich die Queen eine Treppe herunterzustoßen. Mann, Evie, ey, so übel ist dein Bruder jetzt auch nicht. Klar, ist ein bisschen überhastet und denkt nicht alles durch, aber ey, man, deswegen ist er doch so ein unschlagbares Team, aber natürlich mit der Einstellung. Kann das eigentlich nur schief gehen. Ja. Oh, da ist jemand, den Sie unbedingt kennenlernen müssen. Kommen Sie mit. Bitte nicht eher. Ist es tatsächlich? Nee, das kann nicht sein. Eure Majestät. Darf ich vorstellen, Miss Evie Frye? Sie sind also der Verantwortliche für Mr. Gladstones Missgeschick? Eure Majestät, ich entschuldige. Der Kuchen ist außerordentlich gut. Genießen Sie den Ball. Ich muss jetzt leider weiter. Miss Frye, darf ich um diesen Tanz bitten? Mr. Starrick, Sie hatten Ihren Spaß. Aber das Spiel ist vorbei. Hören Sie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zeit ist was Wunderbares, Miss Frye. Sie heilt alle Wunden. Wir mögen Fehler beim Tanzen machen. Doch die Mazurka endet und wir beginnen von vorn. Das Problem ist, dass die Menschen vergessen. Sie machen dieselben Fehler, wieder und wieder. Sie können lernen. Können Sie? Dreht sich nicht jeder um Sie herum im Kreis? Aber wenn sich einer an den Tanz erinnert, an die Zeit erinnert, er könnte alles wenden. Zum Besseren. Jetzt habe ich genug. Dieser Tanz ist fast vorbei. Schon bald vergessen die Menschen die Generation auf dieser Terrasse. Und wie sie London fast in den Ruin geführt hätten. Wenn die Musik verstummt, Miss Frye, ist ihre Zeit vorbei. Und meine
Meine Zeit beginnt von neuem. Sieht nicht sehr gut aus für Ivy. Ah, Queen Victoria, okay, da war ein bisschen unerwartet. Also er hat schon mitgerechnet, dass irgendwie er noch auftaucht, Starrick, aber das, also da hat er eigentlich eher das... Ja. Dass sie uns mit ihm bekannt machen, nicht, dass er uns so überrascht. Ja, brauchen wir eine Wache oder was ist los? Weil er ist ja oben, wa? Und sonst kann man... Hä? Wo und wen soll ich dafür überfallen? Müsste eine einzelne Person sein. Die gehen hier, die gucken sich an. Die zwei gehen auch nicht. Mir gehen langsam die Optionen aus. Ja, da stehen die gar nicht mehr hier. Ganz schlecht. Da steht ja keiner mehr. Jo, ich denke mal, er bringt nichts, wa? Was machen da hoch? Freddy, wo sind Sie? Und vor allem, wie komme ich da hoch? Ja, triff ein Eberlein, dann kriegst du die Waffen. Soweit ist natürlich schon klar. Die brune Wache keine Chance. Habe ich irgendwo einen Grundrissplan? Nee, ich müsste... Von außen herum? Sprich, das Gebiet verlassen hier. Wäre natürlich auch eine Variante. Die Frage ist natürlich, kann Jacob hier klettern und wenn ja, was bringt es ihm? Gut, das muss so funktionieren. Ivy, mach bloß keinen Quatsch. Sei ganz geduldig, ganz geruhsam. Freddy, Starrick hat seine eigenen Männer eingeschleust und hält einige Gardisten als Geiseln. Ihre Waffen sind da drin. Dort. Gut. Ich töte die falschen Wachen und rette die Gefangenen. Wie? Man kann sie unmöglich auseinanderhalten. Oh, Sie Ungläubiger. Wir können es. Übrigens, wenn wir schon dabei bin gerade. Was ist das Gürtel wieder? Achso, ja, weil vorhin, wo ich das Spiel neu gestartet habe, hat plötzlich alles wieder angezeigt von wegen, du besitzt es noch nicht oder er sieht sein Neuestem und so weiter und so fort. So, ich wähle jetzt mal die Montur hier. Damit ich wieder mal
anderes trage, wa? Die Edward-Montur. Ein bisschen Piratenzeit, altermäßig. Jo, läuft. Ja, Upgrade. Ich stehe ja unter Zeitdruck. Oh, gar nicht gut. Und der nicht, oder wie? Na gut, von mir aus. So, einfach nicht auffallen, einfach nicht auffallen. Die gucken eh alle in die falsche Richtung. Die beiden auf einmal hin. Ich versuch's mal, wa? Dann suchen wir mal die echten Gardisten. Alle Gefangenen befreien, Starricks Wachen aufspüren und killen. Ach du Scheibenkleister, ach du Scheiße. Aber es sind noch viele hier, wa? Wie wär's, wenn ihr euch selber ein bisschen... Na toll. Ja, genau jetzt muss noch die Nase jucken. Ah, so. Ist er weiter unten? Das fast so aus, wa? Kuckuck! Jetzt die auch? Ah, okay, doch mal gegenseitig. Okay, muss ich runter. Ja, Killing, komm schon! Verdammt. Nicht gerade sehr unauffällig, aber hey. Die Mucke geht mir langsam, aber sicher auf den Sack. Hilfe! Wir wurden getäuscht! Irgendjemand! Schön. Das wäre alles. Ich hole euch raus. Edward Kenway-Style. Kein Problem. So, die hätten wir. Also, ich hoffe zumindest. Haben ein paar vergessen? Ne, müssen alle frei sein, gut. Dann die nächsten. Natürlich auch die Wachen noch. Gut, da vorne ist nichts los. Kann ich natürlich so rüber. Jetzt juckt die Nase schon wieder. Was ist los?
Du, 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 du. Die Wachen sind direkt hier, oder wie? Die Frage ist, die anderen sind... Ich kann sagen, wenn ich schnell genug bin, kriege ich den vielleicht noch. Haltet einen Moment still. Gut. Fehlen noch 5 von Starricks Wachen. Nee, auch doof. Die gucken ja da auch in die falsche Richtung, und zwar alle miteinander. Ich danke euch. Jo, ich auch. Gut, bisher läuft also geplant. Die Frage ist bloß, Ivy das Zeichen geben. Das ist natürlich ein cooler Switch hier von Ivy zu Jake und wieder zurück. Ich hoffe nur, es klappt auch, was ich da so vorhabe. Weil, was ich schon mal erwähnt habe, bis jetzt läuft es für die Fry-Zwillinge einfach zu locker. Ich meine, dafür, dass London seit über 100 Jahren in der Hand der Templer ist, kommen 2 Assassinen-Zwillinge und mischen hier alles auf. Also, naja, ist doch schon schön, aber es muss auch noch ein bisschen eine Überraschung geben. Das Wichtige beim Walzer ist, man muss mit dem rechten Fuß führen. Ist alles in Ordnung, meine Liebe? Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich bin kein Freund von Bällen. Hier, die Karte des Gewölbes. Geh! Einfach so? Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin. Staffage? Was ein hässliches Wort für so ein schönes Kleid. Oh, Starrick, aber sehr schnell, hey. Alter Schwede. Wow! Was war denn das? Das erinnert mich aber gerade ein bisschen an was. Das waren die Kammern aus Assassin's Creed Unity. Starrick, was hast du bloß vor? Hä? Einfach so? Sieht ein bisschen sehr einfach aus, Freunde.
Ja, ich würde schon gerne hoch, aber kann ich bitte auch so rüber und nicht, weil der hört mich doch. Machen wir es auch so. Was tust du denn? Mich ausbeuten. Ich warnte dich, Bursche. Aber du willst ja nicht hören. Requiescat in pace. Bitte was? War das Latein? Okay, das ging in die Hose. Was zum... Er hatte das Edengrabtuch. Ja, das hatte um den Hals, keine Frage, aber... Was war das gerade? Jacob fragt so, was tust du da? Und er sagt, ich ausbeuten. Würde irgendwie Jacob seine Kraft verlieren? Jacob retten. Ach du Scheiße, sieht nicht gut aus. Das läuft sogar sehr scheiße. Ich gehe runter, keine Zeit dafür. Ja. Schneller, Freunde, schneller, schneller. Das sieht nicht gut aus. Jacob! Jacob, wehr dich dagegen! Der hat mehrere Edenapfel hier? Sie sind ein Monster! London ist euer Durcheinander bald los. Diese Stadt war ein sicherer Hafen. Vorbild für die ganze... Das Tuch ist nicht für Sie bestimmt! Ich habe das Tuch irgendwie anders in Erinnerung von den Kräften her. Soll es eigentlich andere heilen, wa? Mr. Starrick! Sie vergaßen, mich heimzugelassen! Dann lassen Sie mich das wieder richtig stellen. Zuerst fallt ihr. Bewundern mich. Nimm doch endlich mal das Tuch ab! Wie wir so weit geflogen? Hallo? Mal bitte irgendwie hoch da? Ivy, zieh doch mal hoch! Ja, das ist ja äußerst amüsant, was ich gerade treibe. Ach du Scheiße. Nein, runter, Jacob! Ja. Autsch! Lass mich wieder aufstehen, ich kann sagen. Verschwindet!
Tat! Ivy! Du stehst mit dem Rücken zur Wand, Starrick! Wir haben dich! Du wirst... Kann mich da auch mal angreifen? Starrick! Dein Ende ist nah! Starrick! Deine Herrschaft ist fast beendet! Sie hat nicht mal begonnen. Henry! Alter, das ist ein krasser Endkampf. Zu Dritt gegen Starrick! Das Tuch wird sie nicht schützen! Jacob! Ivy! Jetzt! Sollen wir? Und ob. Bringen wir es zu Ende. Los! Zusammen! London wird untergehen. Ohne mich. Das bildest du dir nur ein. Ich hätte ein wahres Paradies erschaffen. Diese Stadt gehört allen Menschen. Sie sind nur ein Mann. Ich stehe an der Spitze der Ordnung. Nicht mehr, Crawford Starrick. Nicht mehr. Schade, dass wir keine Partner mehr sind. Es ist besser so, oder nicht? Wirst du das Tuch tragen und London regieren? Was es gibt, nimmt es einem anderen. Du würdest alleine altern ohne mich. Du würdest werden wie Vater. Das wäre schlimmer als der Tod. Wirst du es tragen? Nachdem du aufgeräumt hast? Mein ganzes Chaos? Da halte ich nicht mit. Jacob Fry hält sich zurück. Wer erpresst dich? Etwa George? Das wagt er nicht. Du fehlst mir. Du mir auch. Können wir nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Nichts wäre mir lieber. Ich glaube langsam, dass Vater doch nicht alles über alles wusste. Henry. Wir leben in einer großen Welt. Und London ist der Mittelpunkt. Vielleicht nicht ganz der Mittelpunkt. Ich kam so schnell ich konnte. Keine Sorge, ich gehe zurück zum Zug. Hab ich die Mission gefährdet? Du hast sie gerettet. Ich glaube, du gehörst in den Außendienst. Mit mir. Eine Kutsche. Gut gemacht, Freddy. Mr. Eberlein, bitte. Eure Majestät? Miss Fry. Ihr kennt euch schon? Hatte ich das nie erwähnt? Mr. Eberlein informierte uns, dass wir Ihnen dreien unser Leben zu verdanken haben. Ist das wahr? Ist es, Eure Majestät. Ivy Fry, treten Sie vor. Und Sie?
Mein Bruder, Ma'am. Jacob Fry. Und das ist Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green? Auf die Knie. Aufstehen. Wir erheben Sie alle in den Order of the Sacred Garter. Danke, Eure Majestät. Wenn Sie so talentiert sind, wie Mr. Eberlein behauptet, kommen wir auf Sie zurück. Sergeant Eberlein neigt zu Übertreibungen, Eure Majestät. Wir sehen uns wieder. Und Miss Fry, Ma'am? falls Sie möchten, es ist noch Kuchen da. Vater wäre stolz auf dich. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Ein Rennen zum Zug? Los. So sind sie eben, die Fry-Zwillinge. Und damit haben wir das Hauptspiel durch, Freunde. Sequenz 9, eine denkwürdige Nacht, abgeschlossen. So wie es aussieht, alles episch gewesen. Jo, sieht so aus. Also auch noch ein epischer Kampf zum Schluss, muss man zugeben. Und ja, also große Wendungen im Spiel. Ja, doch, gab es schon. Zumindest zum Schluss hin noch. Dass Henry noch aufgetaucht ist. Also die zu dritt gegen den Story angetreten sind, in einem Edentuch. Und dass er irgendwie, obwohl er nur das Edentuch hatte, also diese Monturen in der Decke befestigt waren, da waren gar keine Edenäpfel. Das waren einfach sonst irgendwie, Apparaturen, sag ich jetzt mal, die mit der Macht des Eden ausgestattet waren. War schon noch interessant und wir natürlich auch Wunder nehmen, wie es dort weitergeht, aber natürlich auch, wie es hier eigentlich in der Gegenwart weitergeht, weil es haben wir, ja, Vergangenheit war 1868 und so in London, ist soweit alles cool, aber wie geht es eigentlich in der Gegenwart weiter? Mit John und Rebecca? Mal schauen. Aha, es ist unter dem Palast. Dann mal los. Bringen Sie das Tuch umgehend zu Dr. Grammatica. Das Sigma-Team war vor uns hier. Wir sind zu spät. Was sollen wir tun? Töten ist wirklich die unproduktivste Art, unsere Ziele zu erreichen. Töte sie. Kontakt! Deck mich! Dieser dürre Scheißkerl wollte mich umbringen, Berg. Ich will, dass er blutet. Halt still, Gottverdammt! Nur die Mission zählt! Verstanden! Schon!
Galena, wir müssen raus hier. Gewölbe sichern! Alle Ziele legitim! Wir müssen los! Sofort! Verstanden. Das Edentuch. Vergiss das beschissene Tuch. Bleib bei mir, Bags. Bitte! Wir gehen. Gute Arbeit, Novize. Schon bald werden wir das Tuch bergen können. Ach ja, wir haben Bilder von der Wanze in Isabels Computer, bevor sie gefunden wurde. Ich spiele sie ab. Entschuldigen Sie bitte. Wie kann Ihnen das Tuch helfen, einen neuen Klon zu erschaffen? Gar nicht. Wird das Tuch um einen Körper gewickelt, sucht es nach Schäden und rekonstruiert sie auf zellularer Ebene. Dann erschaffen Sie keinen Klon, sondern einen von Grund auf neuen Vorläufer. Bingo! Der Zeitplan des Phoenix-Projekts wurde soeben gestrafft. Ich rufe Alan Rickon an und erstatte ihm Bericht. Das ist wie Weihnachten! Hallo? Ich bin's. Ich habe das Tuch, wie du verlangt hast, aber ich habe Angst. Hab keine Angst vor mir. Alles ist gut. Ich habe keine Angst. Ich sorge mich um dich. Wenn jemand rausfindet, was du vorhast. Du hast deinen Teil getan, mein Instrument. Ich werde dich retten. Ich werde euch alle retten. Juno. Es ist übrigens so, dass die Templer geschwächt, aber London ist noch nicht frei. Doch, eigentlich schon. Also ich hab's eigentlich befreit. Oh mein Gott, Freunde, was war das am Schluss? Ist Rebecca tot? Wie geht's schon? Und der andere Assassinin, gerade den Namen nicht mehr weiß. Und das Edentuch, von wem wollen sie einen Klon machen? Vermutlich wurde das schon mal erwähnt, zu Beginn des Spiels oder einem anderen Assassin's Creed haben dann vermutlich irgendwie verpasst oder vergessen oder was auch immer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, es geht spannend weiter hier bei Assassin's Creed Syndicate, beziehungsweise natürlich bei Assassin's Creed allgemein. Ich schätze mal, da mit Juno und den Templer mit dem Edentuch und so weiter und so fort, das wird in den nächsten Teilen aufgedeckt werden. Der nächste Teil, der angeblich in Ägypten stattfinden wird. Bin schon mal sehr gespannt drauf. Und aber im nächsten Part geht es weiter mit den Queen Victoria Missionen. Natürlich auch auf der Suche nach restlichen Goldtruhen und was sonst noch alles Mögliche. Ja, wir noch 2 Goldtruhen. Queen Victoria haben wir nur dort eine, war. Ja, und sobald wir das halt alles haben, sprich Queen Victoria Missionen plus alle Goldtruhen. Und dann, wie gesagt, wenn wir noch alles hier, zumindest einmal zeigen, genau die hier, also Frachtdiebstahl und so weiter. Jeweils eine Mission davon, weil es ist, ja, von dem her noch neu, aber alle werde ich nicht machen, es ist viel zu viel davon. Und dann vermutlich noch alle Geheimnisse von London aufdecken, sprich die Symbole hier, die so aussehen. Muss halt noch suchen gehen und dann haben wir, glaube ich, alles beisammen. Ja, denke schon, wa? Sind wir bereit? Und zwar für das DLC nachher mit Jack the Ripper. Und danach sind wir, glaube ich, langsam mal durch mit dem Spiel, wa? Also man sieht, es ist, glaube ich, das Let's Play von einem Assassin's Creed Teil, was bisher am komplettesten ist. Was ich bisher so gezockt habe, aber trotzdem, ich glaube 100% werde ich nicht erreichen, weil 100% bedeutet, alle Aktivitäten zu machen, alles freischalten, was überhaupt geht im Spiel, dann, nee, das ist man doch ein bisschen zu viel. Aber vor allem die Dinge, die hier interessant sind, wa? Ab 18.000, da würde man sagen, einen ganz kurzen Gang-Upgrade. Vor allem die hier, wa? Jo. Geschäftsinvestor. So, nächster Partner vermutlich das hier. Ich glaube, wir dürfen dann genug haben und dann natürlich herstellen noch ein paar Dinge. Und dann sowieso nichts geht. Ausrüstung, bin gespannt. Haben wir dann noch etwas Neues oder wie sieht's da aus?
Nachtschattenumhang, ja. Aber es geht voran, Freunde. Es geht voran, wie sieht es gesamthaft aus? 75 bloß. Ja. Entschlossen, noch weiterhin gemeinsam zu beschützen. Jo. So geht's in. So viel zum Kampf aus den Schatten. Ja. Und so geht's noch in der nächsten Folge hier weiter bei Assassin's Creed Syndicate mit dem After-Hauptstory-Teil, war. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen. Haben wir eigentlich hier noch? Nichts mehr. Nö, alles durchgekreuzt. Alle Toten, trotzdem das Ingrabtuch. Mittlerweile irgendwann im Besitz der Templer. Verdammt! Und Juno will zurückkehren. Mit einem Kloben vermutlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bis dahin, ciao zusammen.